Willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Hearts of Stone. Ja, wir sind eben noch mit Wladimir von Everec unterwegs, der zeitweise einen Körper von Geralt übernimmt. Wegen der Sau seines Lebens und so weiter, versteht sich. Und jetzt ist halt die Frage, was mache ich jetzt am besten hier? Gibt es wohl auch eine, sag jetzt mal, eine erotische Szene mit Shani? Ich glaube, dann wäre fast das am besten, wa? Ich täte gern, was er gerade getan hat. Warum tust du es dann nicht? Na? Raus damit. Aber normale Menschen benehmen sich nicht wie Wladimir von Everec. Weil sie Jammerlappen sind. Sei nicht grob. Insgesamt ist er ziemlich amüsant. Ah, hörst du? Ich bin amüsant. Und dir sitzt ein Stock so tief im Arsch, dass du keine Hüte tragen kannst. Hast du den Mann gesehen, der euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Ah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Shani, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Vor mit den Ohren ist sowieso nicht schlecht. Du bist jung, komm, lass uns wild sein. Ja, wieso eigentlich nicht, aber darf bitte vielleicht noch vor die Ohren abnehmen, weil, ne, geht echt nicht. Alter, kann nicht abnehmen, gut, wie vielleicht selber schuld war. Alter, ja gut, dann lassen wir die halt auf und, was ist denn überhaupt? Was redest du da? Bewaffnete Wegelagerer? Das sollen Ordnungsmänner sein? Ja, das habe ich gehört. Radomir hat den Augen wieder. Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shani. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Warte, du kannst mich sehen? Also mich? Wladimir von Everec? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Geralt bin, dem Hexer. Und wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen bliebe? Jemand wie du. Ein Niemand. ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln. Aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er, egal wie sehr du dir es auch wünschst. Ganz schön starke Worte.
Ich will feiern und Spaß haben und nicht über meinen Bruder reden. Gut so. Olgierd würde ohnehin nicht wollen, dass ich mit dir über ihn rede. Olgierd war mein Bruder und mein Freund. Es gab nie treuere Gefährten als uns. Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab. Oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Shani, es tut mir leid, Schon gut. Das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. Ja, das hat allerdings was. Ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich. Olgierd war nicht nur mein Bruder, er war auch mein bester Freund. Lass gut sein. Ich glaube dir. Amüsiere dich wieder. Die Zeit wird knapp. Ja, gibt noch viel zu tun hier, oder beziehungsweise wir könnten noch viel tun. Shani, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Lass dich nicht aufhalten. Wo ist denn ihn? Blind, wo ist Shani? Dich bewegst, so bezaubern kannst. Danke. Ja. Ich glaube zumindest. Haben wir hier noch Schönes? Er ist hier. Das ist sicher. Ich habe ihn gesehen. Eingetroffen. Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Luder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan. Das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Wie? Der Mann trägt Eselsohren. Der sollte erst mal sich selber helfen. Vielleicht ist das die aktuelle Mode hier. Oh, das bezweifle ich. Ja, ich irgendwie auch. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani,
Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind... Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali, das Abenteuer ruft. Hallali und Holdrio. Kann jetzt echt Hexersinn einsetzen? Ja, ist ja klar. Das sind wirklich Hundespuren. Aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Aber Bettler können nicht. Du verfolgst jetzt einen Hund? Ich folge dieser Spur. So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald. Ja, übrigens, sie rastet da hinten und nicht hier vorne, aber ist ein anderes Thema. Ja, finden wir den? Ein Ast ist abgebrochen. Ob da jemand zu schwer für ihn war? Offenbar schluckt unser Feuerschlucker nicht nur Feuer. Vielleicht hat auch nur jemand Feuerholz geholt. Ah, was ist diese Jagd für ein Spaß? Ja, vor allem da vorne gleich ein Biest ist. Das wird gleich richtig spaßig. Na, mal gucken. Ich meine, ich habe gar keine Schwerter da, ich kann auch nichts umziehen. Ne, geht nix. Ja, das wird lustig. Bitte was? Ja, okay, machen wir so. Wie es das Spiel gerne wünscht. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Sieht so aus. Heda, komm runter. Oh nein, kommt nicht in Frage. Ich lebe mein Leben. Und was jetzt? Naja, wieso nicht? Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter. Die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Rettermann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Das sind vortreffliche Ohren. Vielleicht probiere ich sie auch mal, wenn sie unter meine Kappe passen. Kappe? Welche Kappe? Der Hund, ey. Mr. Satan. Jo. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten.
Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Oh, du führst mich nicht hinters Licht. Ich kenne Typen wie dich. Also, das ist der Plan. Wir folgen diesem Weg, bis wir bei der Hochzeit ankommen. Bis dahin solltest du ausgenüchtert sein. Aber... Ruhe. Weißt du, wer ich bin? Wenn ein Adliger spricht, hörst du zu. Du weichst mir nicht von der Seite. Wir kehren zur Hochzeit zurück und dort gibst du eine Vorstellung, bei der die Gäste sich vor Freude einnässen. Kapiert? Ja. Gut, auf geht's. Das kann ja ganz super werden. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Ja, mir gefällt nicht ganz, dass der eine Anzeige hat da. Natürlich ist total besoffen, kann aber geradeaus gehen. Ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie dein Schniedel eine Zeltstadt. Der Stahlwaffe gegen Wildschwein? Das wir verarschen. Natürlich, Alter. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Wow. Grausam, beeindruckt, mir fehlen die Worte. Ah, mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. Oh nee, bitte nicht. Reden Frau oder was können wir noch alles machen? Ich meine, eine Stunde ist Mitternacht. Ich guck gerade, ich glaube die Uhr geht selbst gar nicht weiter, wa? Naja, also müssen halt bestimmte Quests hier machen. Ich will etwas machen, wo auch Shani involviert ist, aber scheinbar ist das ein bisschen schwieriger. Trink doch mit uns. Grüße von meiner Lass uns Mama. nicht betteln. Wir trinken auf das Brautpaar. Ich weiß nicht, ob da Shani auch so dafür, wenn ich mich richtig erinnere, war es nicht so der Alkoholtyp. Ja, wir können auch ein bisschen fischen, wa? Oder was auch immer da hier passieren soll. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet.
Du solltest meinen Pantoffel daraus holen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich habe gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Was geht denn hier vor? Die spielen Such den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Sowas. Durch die Mutation werden sie nicht nur unfruchtbar wie Mulis, sondern ihnen wachsen auch Eselsohren. Möchte wissen, was denen noch alles gewachsen ist. Haha. Oha. Das war noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Da frage ich mich schon, wieso macht man überhaupt so... Naja, der guckt jetzt so. Aber wieso machen wir überhaupt so ein Spiel? Weil, klar kann den Schuh rausholen mit den Hexen, sowieso kein Problem. Aber der ist ja total durchweicht. Der zieht ihn noch nie mehr an. Hexer. Na und? Sind Hexer Schuhtauchen? Ja, vielleicht. Lodemir würde es bitte... Ja, danke schön. Gerade wenn man meint, man würde die Gebräuche der Bauern kennen, kommen sie einem mit Pantoffeln. Hä? Jetzt, wo der Schock nachlässt, du könntest zu reden aufhören und meinen Schuh rausfischen, den ich reingeworfen habe. Mit dem falschen Schuh genommen, oder was? Das Spiel zeigt es mir immer noch. Hä? Tatsache, wa? Sag mal! Das Spiel verarscht mich doch. Das Spiel verarscht mich und ich fall drauf. So, wo ist jetzt der richtige Schuh? Ja, toll, ein paar Schuhe habe ich, ja, da ist er schön, aber wer ist im richtigen? Jetzt sagen wir bitte nicht, dass die Queste verpackt ist. Oh, jetzt sagen wir jetzt an darüber, in der Nähe. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Mhm. Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Vielen Dank. Oh Mann, ey. Nichts geht über ein herrliches Bad. Jetzt lass uns was anderes tun. Etwas Wildes.
Na, ob Shine da auch Bock drauf hat, bezweifle ich ein bisschen. Außen durch ist es Geralt. Keine Frage. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh, Shine. Ich komme alleine zurecht. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Der arme Geralt, ja. Es muss sein, es muss sein. Wir wollen ja wissen, wie es ausgeht, ja. Muss nicht sein. Und ob das sein muss? Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder Einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. 1, 2 haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben, nicht wahr? Doch seit heute ist alles anders. Unter all den Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht mir nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Shine. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los erhebt die Gläser auf die frisch Vermählten. Euer Weißschlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen die schnitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht foppen. Sie ist dir ergeben, wird sonst kaum foppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir baden darauf, dass ihr ein Paar seid und dass wir euch haben. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgirds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie? Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht.
Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind, ich steck sie weg. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tülpchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Schade, Liebling. Ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Everec, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde, oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Götter, was ist hier passiert? Ach du Scheiße. Was zum Henker war denn das gerade? Was ist das für ein Typ? Alter, wenn das so weitergeht, ist er noch mächtiger als irgendwie die Jagd. Ja, Irene lässt grüßen. Gut, er ist sowieso tot, zumindest in diesem Spielstand. Egal, Leute, wie es weitergeht hier mit Gauntodim, dem Spiegelmeister, dem was weiß ich noch alles. Wir werden es erleben. Beim nächsten Mal. Ciao zusammen.